Okay, merci. E ganz schönen gute Mittag aus der Kathedral, wo den Amment schon die echt Leiit Platz geholt hun, weil geschwind geht Teil las mam feierlichen Tedeum aus der Kathedral, dat das dann den dritten feierlichen Amment op diesem sonnigen, sommerlichen Nationalfeierdach, den wir dann haut tun. Bei mir aus den George Hellinghausen, schönen guten Mittag, Herr Hellinghausen. Gute Mittag. Also die Kathedral hat sich da noch ganz besonders rausgefiet für den Tedeum haut. Mir gesagt, eine Zeremonie an der Philharmonie, ganz feierlich, ganz schön. Dann noch Militärparat, natürlich bei sommerlichem Wetter. Und da sind wir an der Kathedral, wo auch schon Membres aus der Regierung, aus der Chambre Platz geholt haben. Also ich fäschere, es schien doch warm zu sehen. Da. Effektiv, also muss wirklich auch eng Hütz sondergleichen an der Kathedral sein, bis wie du bausen. Wir haben den Amment Bilder, die wir angespielt kriegen, wo wir es also gesehen haben, lo gewährt, aber es großherzogliche Familie. George Hellinghausen, vielleicht kann ich aber etwas sagen. Es gibt noch zwei Themen des Jahr, an denen kann den Tedeum und noch den Nationalfeiertag setzen. Ja, und zwar 125 Jahre Dynastie und 350 Jahre Stadtpatronisch. 125 Jahre Dynastie, weil 1890-91 den ersten Grand Duc, den Grand Duc Adolf aus der Dynastie Nassau-Weilburg auf den Lützeburger Thron gekommen ist. Und dann 350 Jahre Stadtpatronisch, weil 1666 die Consolatrix Afflictorum, die hier Statue an der Kathedral steht, zur Stadtpatronisch erwählt ging ist. Wir können auch vielleicht noch ein so 1000 Plätze haben wir an der Kathedral. 650 sind von Offiziellen besetzt und natürlich sind auch die anderen 300 oder mehr wie 300 Plätze, die wo auch Leute aus dem Volk konnten hinkommen. So war es aber bei den Offiziellen, kann ich vielleicht annehmen, die Regierung, die vertrat das durch 6 Ministerin Xavier Büttel, Minister Bratz, Diesburg, Etchen, Hansen, Mutsch, an den Ehrestaatsminister Jacques Santer, dann die Chambre als vertrat durch 30 Deputéiert, mit dem Chambrepräsident Marci Bartolomeo. Der Conseil d'État hat 9 Membres geschickt, Ambassadeure sind da 85 do, Ehrenkonsuln 45, Cour de Justice de l'Europe 40, dann Magistratur, die Verwaltung und die Organisationen, die patriotisch an die anderen, die sie einfach kollektiv annimmt, Direktor von der Uni, die kirchliche Organisationen, die anderen Kulten und so weiter und so fort. Also grosso modo 1000 Plätze, die hier gefüllt sind an der Kathedral. Ja, wir sehen gerade auch Bilder vom Chambrepräsidenten Marci Bartolomeo, den ja de Morgen noch ein Gerät gehalten hat an der Philharmonie. Kommen wir ja vielleicht mal noch ein bisschen auf den Tedeum zu schwätzen. Du hast just gesagt, steht in 2 Themen, 125 Jahre Dynastie und 350 Jahre Stadtpatronisch. Das fällt doch direkt auf. Den Altor gesagt ist ja ganz ähnlich das selbst. Ja, wir sehen den Oktavaltor, der sogenannte Votivaltor, der hängt eben mit dem Muttergottesjubiläum zusammen. Wir feiern ja das Jahr, wie schon gesagt, 350 Jahre Erwählung von der Stadt Patronisch und dafür bleibt der Votivaltor, den wir gesehen, bis den 10. Oktober, war das Stichdatum als stehen. Den 10. Oktober 1660 war ja drin, zur Patronisch von der Stadt erwählt gehen. Das Jubiläum erklärt dann noch, wie weit am Tedeum des Jahr marianisch Steck o Patrie Patrona gesungen wird gehen. Die hat den 10. Oktober genannt, hat er damals noch eine Inzidenz auf den Tedeum? Nicht direkt. Den Tedeum gouf an der Zeit am Ancien Regime zu Ehre vom Herrscher, demals den spanischen oder französischen König, später den österreichischen Kaiser, ob seinen Geburtstag oder Namenstag entweder an der Aller-Nikolaus-Kirche gesungen, die Stung Krautmaet, wo haut Chamber steht, oder an der Franziskanerkirche Knödler. Alle beide sind aufgerappt gehen, die eng 1770, die einer 1830. Unter dem Napoleon gouf die Aljesuite Kirche, die in der Zwischenzeit Pfarrkirche von der Nikolaus-Pfarrgi war, zur Hauptkirche von der Stadt erhoben. An Zentrum hier gëtt ein Tedeum Hai, also Zentrum mehr wie 200 Jahre aufgehalten. An der Kirche also die seit 1870 Kathedral ist. Der Votivaltor, über den hat man geschwärmt, hat den just angeblendet gekriegt, die steht ja von just zur Oktav. Kann ich vielleicht auch noch ein paar Wörter dazu sagen?
Et war fir den echte Centenär vun der Erwählung vun der Stadt Patrenisch, also 1766, wo vun de Jesuitepatren ugeschafft gin ass. Et war Staat der Schlessermeester, den op der Plesdam sein Atelier hat, de Pierre Petit, gebiertig vun no bei Orwal, den gemat huet. Anzwer ganz aus Eisen, dat zum Deel war Guldginnners an Elster féiert mat Scheine Rokoko-Dekon a viele Lichtercher, fir so mut der Gottesstatue an der Oktavzeit an Evidenz zu setzen. Bild vun der Mutter Gottes als Patrenisch, egal wéi ass jo bei alte Deum dabei, und da wenn ich as dat an so. D'Statue vun der Trächterin stung jo fir d'Eicht an der Eichter Glaciskapell, vun dem er fir un puer Meint bei den transäbischen Elementer ërëmfront hunn. Wéi déi dun an der Franzésche Revolutionioun 1796 zersteiert ginn ass, do kom ut der Gottes definitiv an Nikloskirch, die heitig Kathedral. A vun der Zeit vum Napoleon also gëtt den offiziellen Tedeum an dieser Kirch aufgehalen, so dasss ma also e Parallelismus hunn, iwwer 200 Joer Tedeum an der heitiger Kathedral, an iwwer 200 Joer virum Genodebild vun der Consolatrix Afflictorum. An der Kathedral gesimmert Leiit nach Werden, können woläch nach Person zum Enkadrement vun haute Mëtsch vum Tedeum. Vongeholl beginn man natürlich durch der Maitrise, déi jo all Joer fir den Tedeum fir die feierlich Zeremonie zoustänneg ass. Dekeier an der Direktion vum Mark Dostat an op der Urgel natürlich auch den Paul Breich, den Organist vun der Kathedral. Kann ich nachfleich de puer Detailer dabei so. De Paul Breich, den as Lozenter 10 Joer Domorganist, do dems 24 Joer den Carlo Hommel unverhofft gestorven ass. Dann Metris huet doch Zter Pumainint eng Jong Sängerin an hire Reihen, die aus Syrien geflüchtet ass an der Osternucht an der Kathedral gedeeft gin ass, dat das gelieften Integrationun kann ich so. Kann ich noch hinweisen op die gute Summenhebecht vun der Metris mat der Militärmusik. Metris die gëtt eng neue CD raus, do huet doch Militärmusik 5 Präzisionsmärsch agespielt oder an Paul Breich senger nei komponéierter Mass Patrona Civitatis och do 6 Blechbläser vun der Militärmusik mat 4 gesinn. Sie werden an der Kathedral mir just Ministerin Hansen an Diespruch gesinn an dauert wohl nach Inament. Man können vielleicht nach Rappe so hun noch schon geschwert, die wird 125 Joer Dynastie den Novent oder de Moie Wäjo schon d'Famill Grand Ducal au Grand Complet an der Philharmonie, dat wär doch automatisch der Fall sinn an dem Tedeum. Vielleicht noch Wut zur Feier am Fogehol kennen die bësselchten Noflewer Nenner ewer ass nimmer feierlich an nëmmer bëssen ernstchtes. Ja, also Nom Wilhelmus, den déi hier gesonge gëtt, mecht den Bischof seg Begräßung, dunno ass dann den interreliesen Deel mat Gebirder vun der jüdischer Communitéit vertrat durch de Großrabbiner, dann den Imam vun der muslimischer Communitéit an noch den Chef vun den orthodoxe Christen zu Lützeburg. Uschlesen geht da weiter mat verschiedenen Musikstecker, sind Komponisten aus dem Ausland, die zur Geltung kommen, Schweizer, Französischen, Walisischen. Mit Majorität sind allerdings Lützeburger, Jean-Pierre Beicht, René Panchelet, Jean-Paul Mayeros, Julien Hoffmann, Fernand Mertens, Carlo Hommel, Paul Breich, Jean-Antoine Zinn und so weiter und so fort. Wobei Stecker, die gespielt gehen, hauptsächlich aus dem 19. und aus dem 20. Jahrhundert sind, die dominieren also. Gut, es gibt eine biblische Lesung, durch Homilie vom Erzbischof, Fürbitten mit dem Domine Salvum-Fakt für den Grand Duc, Sonnerie National, den Tedeum selber Hauptsteck vun der Feier mat engem feierlichen Schlusssatz, dann themischt an Sorti an dann as Feier aufgeschloss. Op de Feier op dem werden dat se geschwoen ugeht. Wir werden am Fogehol op großherzoglich Familie. Het gesot 125 Joer Dynastie mir feieren dat Joer awer ganz rouig kann ich so dat das am Fogehol net Joer mir schon lächt Joer Jubiläum Massen ass wie gesot ganz diskret. Et sinn nämlich 125 Joer, dat war 1890 das heißt Land eng egen Dynastriegrot wéi d'Lin vun Nassau-Walburg op den Traum kommmers. Dat war demos de Fall, well die Äner Nassau-Lin, Oranje Nassau, well du den holländsche Kinig verstöwen ass a ke männliche Nofolge hat.
Hat den Dynastiewirsel demmals dann noch irgendwelche Inzidenzen op TDum? Ja, an vielfach. Fir d'éicht goufet en neien Datum fir den Nationalfeierdach, déi jo richtige Geburtstag vum Monarch gefeiert gouf. Fir den Grand Duc Adolf war dat de 24. Juli. Fir Drun beim Wëllem dem Dritten, déi jo och nach holländsche Kinnek war den 19. Februar. Mat der egener Dynastie krut Lützeburg dun och en egene Korps Diplomatik. Bis dohin waren d'ausländsch Vertreter an Holland mat zostännig fir Lützeburg. Vierdente Deum an der Stadt huet dat lo zusätzlichen Eklat mat sich brucht, well nieef de Spëtzen vun Verwaltunger Politik och immer méi Ambassadeuren dabei kom sinn. Dozo Sondergesandten an och déi, die zwer hai akkreditéiert waren, awer net am Land residéiert hun, an extra ugereest kom sinn. Wann dann Diplomaten genodem an ihre fäwische Nationaltruechten opgetrat sinn, war dat fir d'Bevölkerung, grad auch fir Leiit, die gefirwitz tun, en extra Atré. An den Korps Diplomatik die gëtt jo gefordert vum Nuntius als Doyen. Nun dat das och an der Zeit vun eiser egener Dynastie entstanden vun 1893 ass den Internuntius aus Den Haag, den nach en gewissen Zeit fir Lützeburg zuständig blouf, fir den Tedeum op Lützeburg kom. A vun 1917 also bald 100 Joer, den Nuntius vu Bresel, déi vun doen och fir eis Land ernannt gin ass. An so ass et bliwen bis op den heutigen Dach. Kathedral, wie gesot, schön dekoriert. Die Kathedral bis op die letzte Platz kann ich ruhig soen besat op diesem wunderschönen Großherzogsgeburtstag, Nationalfeierdach. Twitter hat jo wirklich nicht besser können haut sinn von vielleicht schon ein bisschen wärmers, wie man hier im Moment die Reaktionen gesinn an den Reihen an der Kathedral. Wir können vielleicht noch ein bisschen ob der da goen wo se sitzen. Die Regierung sitzt ja immer die eng Seite vom Altor an Chamber die andere Seite. So was het, wann e vier Altor steht, linker Hand just vier Altor als fir d'Echt Regierung, hannert hinnen die ganz rich vu den Ambassadeuren, dann die miriert seit, do sind Deputéierten, ausschließende Conseil kommunal, dann ganz riet mit zu Empore zout Cour de Justice de l'Europe, dann am Durchbruch vun die linke Hand Konsuln, deiere Konsuln an Sophirun, an Rieze Hand an die patriotisch Assoziationen, auch die handicapéiert Personen, Press und so weiter und so fort. Da kennt nach ganze Block die reserviert, dass wie all die wir schon genannt hatten, an der schließlich wir hannen hin zur Rue Notre Dame, die Plätzen, die Diana Leid angeholt haben. Voilà, lo beweegt sech Jeppe sech ging so lo ass großherzoglich Familie kom, weil sie kommen lo grad zur Kathedrale ran. Und dann dürft auch all Moment. Ja, an als Eichsteck gëtt lo gespielt, Hymne sur le Motiv Grégorien du Tedeum fir Urgeland Orchester vum Siegfried Hildenbrand, e Schweizer Organist, Domorganist vu St. Gallen am 20. Jahrhundert. Iwer des Musik kënnt großherzoglich Familie ran, het gesot de Grand Complet, de Grand Duc, Grand Duchesse Maria Theresa, den Eef Großherzog Guillaume und die Eef Großherzogin Stephanie, de Prinz Felix und Prinzessin Claire, Jofirum Altor von Eipen, de Prinz Louis und Prinzessin Tessie,
An die zwei jüngst kann vun der großherzoglicher Koppel Prinzessin Alexandra an den Prinz Sebastian. Wen assistiert eigentlich den Erzbischof Herr Hellinghausen? Also den Erzbischof als enkadréiert vom orthodoxen Metropolit Athenagoras von Bresel, das der Repräsentant vom Patriarch von Konstantinopel an der Bischof den zuständig ist für die Lützburger Orthodox-Christen. Dann des Weiteren den Abt von Kliew, Dom Michel Jorot, als schließlich den Generalvikar Leo Wagner an den Dompfarrer Henri Hermos. Gesimmerte Polbreich op der Urgel. Familie huet Platz geholt, auf den Hofmarschall Lucia Weiler was an den Drun mit den Platz angeholt. An der kën durch den Wilhelmus, Tim vum Großherzoglichen Hof mat eng Text vum Nick Welter. Ja anlockend an de Wilhelmus wie schon ugekönigt arrangeiert von Jean-Paul Mayeros.
an Lonom Wilhelmus könnt Begrüßung durch den Erzbischof Jean-Paul Tollerich. Herr Präsident von der Chambre, Herr Premierminister, Exzellenzen, alle Gute. Das ist ein großes Fried für mich, wie ich können alle Gutenheit zu begrüßen. And I do not only welcome you in my own name and in the name of the Catholic Church, but also in the name of the other religions present here in Luxembourg. Together, we want to help to build up our country. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir et je vous demande de vous joindre à notre prière. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils puissent faire un moment de silence et se joindre à nous dans les réflexions et dans les prières que nous allons faire. Mais merci à chacune et à chacun d'être présent et de célébrer avec nous Son Altesse royale, Monseigneur le Grand-Duc, la famille grand-ducale et tout notre pays. Als secht lo Gebiet vum Großrabbiner vun der jiddescher Communautéite Malena Kasch, Gebiet fir d Land de Grand Duc fir d Folleg, an dat gët all samstech Schabbat, also an der Toi qui as béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, bénis le Grand-Duché du Luxembourg, Son Altesse royale le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Theresa et toute la famille grand-ducale. Étends les ailes de ta protection sur notre pays. Éclaire toujours de la lumière de la sagesse et de la sérénité notre souverain et que les jours de son règne soient toujours bénis de prospérité et de paix. Amen. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panav Elecha Vichuneka Issa Adonai Panav Elecha V'yasem lecha shalom. Anschließend also du Mohammed Rizwitsch, den Imam von der muslimischen Communität für Gebir zu sprechen, und zwar konkret den ersten Vers aus der 4. Sure vom Koran über Mann und Frau. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf er seine Gattin und ließ aus den beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Gott ist Wächter über euch. Der Drittgebiet kënnt vun der orthodoxer Kirch de Metropolit Antenagoras Exarch fir Holland a Lützeburg. Seigneur notre Dieu, Dieu de toute miséricorde dont la grâce est infinie et l'amour des hommes un océan insondable, nous prosternant devant ta majesté, nous t'apportons humblement avec crainte et respect les remerciements pour les bienfaits que tu as répandus sur nous, tes indignes serviteurs. Nous te glorifions, te louons, te chantons, te magnifions comme Seigneur, Maître et bienfaiteur. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, qui tiens l'univers en ton pouvoir
et les gouverne selon ta divine et toute-puissante volonté, qui a fixé à chaque nation ses propres limites. Pour cela, Seigneur, en ce jour, notre pays tout entier se remplit de ta louange et nous te supplions avec joie et reconnaissance. Fais-nous connaître, Seigneur, tes sentiers, enseigne-nous tes chemins, établis-nous dans ta voie et guide-nous tous, peuple et magistrats, vers ta vérité, car bienheureux est le peuple dont le Seigneur est l'allié. Accorde dans nous ta bénédiction et ta protection à son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg, Henri, et la famille grand-ducale, à son gouvernement et à toutes ses instances. Accorde dans nous tes bontés à toutes les communautés religieuses présentes sur cette terre hospitalière qui est le Luxembourg. Accorde dans nous ton amour à ton peuple et donne-lui la santé, le salut, la paix, la tranquillité et la réussite de ses entreprises. Et rends-nous de te rendre toujours grâce et de te chanter ton très saint nom, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. An Losing Maitrise o Patrie Patrona vum Jean-Pierre Beicht arrangiert René Ponchelet als Eko op 350 Joer Staatpatrinisch, no der best bekannte Melodie wie unsere Väter flehten. Und da geht es weiter mit der Lesung, und zwar aus dem Buch Jesus Sirach, über die Bestimmung vom Mensch als sein Auftrag als Bild vom Gott. Das liest Veronique Grimet-Morlot. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé, et il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a fait à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain.
pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Les humains ont reçu du Seigneur l'usage des 5 sens. Il leur a donné en partage un 6e sens, l'intelligence, et un 7e, la parole, qui permet d'interpréter ses œuvres. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres, ils célébreront le nom très saint. Parole du Seigneur. Und dann ist der Zuspruch vom Erzbischof dem Jean-Claude Hollerich. Altes Royal, Exzellenzen, Lützeburg, da das eis hemischt. An Themischt für Lützeburg als Europa. An da das Grad auf dem Dorf von Haut, wo wir bemerken, wie wichtig das für eis ist. Europa geht haut a Frohgestalt. Nicht nur an dem Land, wo haut ein Referendum ist. Sogar bei uns, hier den Heians zu stimmen, gegen die Europäische Union, gegen den Prozess von der europäischen Integration. Und das geht aber zusammen mit anderen Formen, Erscheinungen von Desintegration, von Desolidarisation, von Egoismen, die mehr groß gehen an unserer Gesellschaft, an wo sich Dynamiken entwickeln, die alle gute verschiedene Ziele haben, aber wo dann der Bien commun, der notwendig ist für ein Land und für ganz Europa, aus dem Blick verloren geht. Da das vielleicht normal an einer postmoderner Gesellschaft, wo wir dran leben, wo das Individuum immer mehr wichtig wird, an wo die Sozialdimension vom Mensch an Tanner treffen könnt. Es gibt natürlich auch wunderbare Initiativen, die just an dieser Zeit der Kontra weisen. An so eng Initiativ kut auch de Moien eng Dekoration, woch mich immens drüber gefreut habe. Freier als das Bewusstsein von der Geschichte, war der Land zusammen gehalten hat, war das sozusagen der Kit war von einer Gesellschaft. Mir das schon so, dass in einer postmoderner Gesellschaft die Geschichte immer eine manner große Rolle spielt. Und da muss man gucken, alle Guten zusammen, was sind die Forzen, die als Gesellschaft zusammenhalten? Weil die erlauben uns dann auch zusammen an Zukunft zu gehen. Und da gebe ich vielleicht auf erster Platz all die Vereine nennen, die zu Lützeburg stehen. Und auf dieser Platz will ich Ihnen heute eine große Merci ausschwätzen. Das ist nicht immer einfach, heute einen Verein zu schaffen. Da gehen doch Bestrebungen von Ablesung, Zölle gehen klein, die Leute, die engagiert sind, gehen alle an den Vereinen. Aber was dir an den Vereinen legt, ist wunderbar, das hält als Gesellschaft zusammen. Und dann lassen wir auf dieser Platz unter den Vereinen auch als Matrice zu nennen. An den ganzen Pius-Verband,
die auch engagiert sind für Schönheit, für den Gesang an Frieden vom Mensch und dem Schönen. Dann haben wir so viele ONGs hier am Land, die sich ersetzen. Sie wird für mehr Gerechtigkeit, für zu teilen mit denen, die nicht so viel haben. ONGs, sie für sie aus christlicher Tradition, sie für sie ganz ernst, dass alle Guten drohen sie bei, dass als Gesellschaft nach einem Zusammenhalt tut. Und dass sie sich engagieren können für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Umwelt. Und noch so durchdrohen für den Bien commun. Auch all denen ONGs will ich ein großes Merci dafür sagen. Aber erlaubt mir darauf hinzuweisen, dass Religionen auch dazu einen Beitrag leisten. Dass Religionen auch engagiert sind, für die, dass Menschen nach Idealen haben. An ohne Ideale kann keine Gesellschaft existieren. An die Ideale, eine Vision haben. Wir brauchen Visionen für unser Land. Wo in der Jugend, die tipptopp ist, wo in der Jugend suchen, die könnt euch engagieren. Für die anderen. Nicht nur für sich selber. Aber für die anderen. Und das gibt die tiefste Friede, die ihr kann haben. Und ich meine zusammen mit den Religionen hier am Land, sie haben das Judentum, den Islam, an christliche Religion, an all ihren Ausprägungen nach Facetten, wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass es so Ideale gibt. An ein Ideal gedenken immer Frieden an Zukunft zu gehen. Dass wir nicht eine Gesellschaft sind, die sich zwar köstlich amüsiert, mit danach, wo so eine gewisse Flamme ausstrahlt. Aber dass wir eine die Frieden tun, die uns erlaubt, an Zukunft zu gehen. Und Religionen sind wichtig. Sie packen an. Sie integrieren hier am Land. Dafür geht man hier ans Toilette, wenn ich so hören, darunter immer, dass es nach Kämpfen ging, die am Fangol von der Ideologie an 19. Jahrhundert, an Anfang vom 20. Jahrhundert passen, gegen Religionen. Die Zeit ist aber noch längst vorüber. Aber vielleicht hätten wir da besser, mehr auf nordisch Länder zu gucken. Für zu sehen, wie die Religionen mit all den anderen zusammen, wir haben absolut kein Privileg, die Einzigen zu sein, die gut für das machen. Aber dass wir da auch als Beitrag leisten, und dass eine Neutralität vom Staat zu den Religionen nicht herrschen kann, die Religionen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Eine Trennung von Kirche und Staat, der ist d'accord. Aber eine Trennung von Gesellschaft und Religion, wenn wir die ausstreben, aber wenn wir die Religion aus der Öffentlichkeit verdrängen wollen, sie wird durch Verschwanden von Kirchgebäuden und ähnliche Sachen, dann werden wir Hannenoten als Letztebauer Gesellschaft einen ganz hohen Preis dafür bezahlen. Das soll man uns gut überlegen, was wir da machen wollen. Aber ich will aber nur die pure Wut, wo ich Pläsier habe, für Unrecht zu richten, abhalten nach einem ganz, ganz großen Merci. Weil für Lützeburg ist sicher klar, dass das, was das Land zusammenhält, dass das als Monarchie ist. Was wäre mir ohne als Grand-Duc, als Grand-Duchesse, ohne die großherzogliche Familie? Sie gehen als Identität. Eine Identität, die in einer postmodernen Gesellschaft immer mehr wichtig wird. Eine Identität, die jugendlich sicher nach Ritualen, an Formen, an Uniformität sogar heißt du. Die Identität, die dir als
Altesse Royal. Und da geht es zusammen mit einer großen Freiheit. Dafür ich ein ganz großes Merci. Vive als Grand-Duc, vive als Grand-Duchesse, vive die großherzogliche Familie, und vive als Lützeburger Land. Muss ich schon in der Kirche, da kann ich auch zum Schluss Amen sagen. Klare Message vom Erzbischof Jean-Claude Tollerich. Und auch dort tauchen die wieder auf, die wir schon die Morgen hören. Und Engagement zusammenhalten, zusammenleben zu Lützeburg und an Europa. Am wir hören Lodern als Endwertgesang Festmotette Laudate Dominum, ein Text aus dem Psalm 117, komponiert von Robert Jones, ein walisischen zeitgenössischer Komponist und Organist. Und da geht es direkt weiter mit den Fürbieten, die vorgelesen vom Thierry und Mary Beatrice Michels Tiercelin. An sie leden iwwer bei den Domine Salvumfak, wodurch de spezielle Segen iwwer de Grand Duc aufgerufen gëtt, Domine Salvumfak henno an enger Komposition von Julien Hoffmann. Frères et sœurs, faisons monter maintenant avec foi et ferveur notre supplication vers Dieu notre Père et prions en ce jour de fête nationale pour tous ceux qui sont appelés à vivre ensemble sur la terre luxembourgeoise. Veille avec bonté, Seigneur, sur notre chère patrie. Multiplie les bénédictions sur ton peuple et resserre les liens de l'unité entre ceux qui vivent sur une même terre pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays et de l'Europe. Wir bitten für all verantwortliche Politiker am Staat wie an den Gemengen, hier zu Lützeburg, an Europa wie durch die Welt, dass sie sich für die Rechte an die Wohl von allen Bürger einsetzen.
violence ou de la persécution, et pour tous les réfugiés qui sont arrivés de loin dans notre pays, que leur présence nous interpelle et suscite en nous un regard bienveillant et un esprit de fraternité. Wir beten für die Frauen und Männer, die sich an der Welt für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Für die Menschen, die heute unter den Folgen von Hunger und Gewalt leiden. Und für all die, die am Dienst von unserer Heimat das Leben gelassen haben, an denen wir vieles verdanken. Unissons maintenant nos cœurs dans une même prière et intercédons ensemble pour notre grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Teresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance. Domine, salvum fac, magnum ducem nostrum Henricum. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui omnis potestas et dignitas famulatur,
Da famulo tuo magno duci nostro Enrico, prosperem sue dignitatis effectum, in quate semper tibeat, tibique jugiter placere contendat, per Christum Dominum nostrum. An dann se Zeit fir d'Sonnerie National vum Fernand Mertes komponiert. An Lono der Sonnerie National kommen wir bei die Hauptpièce, die eigentlich der Feier auch den Numm gëtt, nämlich den Te Deum Laudamus, den freichristlichen Hymnus aus dem 4. Jahrhundert, lo gesungen als Action de Grâce, a gebiert wie die als regieren, mat als lechtem Satz den In te Domine Speravi, komponiert von Carlo Hommel, dem freieren Domorganist, den, wie schon gesot, für just 10 Jahre unverhofft verstorben ass.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Benedictus es Domini in firmamento celi. Domini exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, Deus cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Pissime majestati Tue, procolatis donis gratia magimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eostem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum. Thomas Zimmer schon Element vun dieser Zeremonie kom. Natürlich fehlt aber nach Themischt und Semischt geschrieben vom Jean-Antoine Simen.
an d Feier schleselo of mat der Sorti vun der Urgel während Familie Grand Ducal Kathedralhof geht bei Tap Entrée spielte Paul Breich Toccata en si mineur vum Eugène Gigoux, een franzésche Komponist an Organist vu 90 gebiertiger in den Operschaft, Organist vu St. Augustin zu Paris an dat 64 Joer. Ja, du mat die Zeremonie dann benennen George Schellinghausen. Vielleicht kommen wir aber nach Puse zu. Wir feiern heute diese Nationalfeier, der eigentlich Großherzogs Geburtstag, wie wir auch nennen. Aber den Datum, der war nicht immer den Großherzogs Geburtstag am 23. Juni. Beim Grand-Duc Adolf wäre den 24. Juli, wie hier op dem Thronkommers war die 1891, wie allgemeng huet den Datum gewieselt mat dem jeweiligen Herrscher, dem sein Geburtstag hier Dach selber gefeiert ging, zumindest an der Stadt, Land war der Sonntag drop. Für de Willem de Feierten war dat den 22. April, für die Großherzorin Marie Adelheid den 14. Juni. An Welt Grand-Duchesse Charlotte op engem 23. Januar geboren war, gouf dun Großherzogins Geburtstag lang Zeit matten am Wander gefeiert. Bis 1961 per Gesetz die öffentlich Feier op den 23. Juni verlucht gin ass. An de Sommer also, net zuletzt fir dass Diplomate vu Bresel in der bessere Konditionne konnten ugereest kommen wie am Wander, wo dacks wenn Schnee an Eis beschwerlich oder sogar unmöglich war. Zter 1961 a bis haut gëtt also de Geburtstag vum Staatschef net méi Dach selber, méi 23. Juni als Nationalfeierdach begangen. Ja, mir gesehen gerade wie die großherzogliche Familie rausgeht aus der Kathedral. Vielleicht noch ein Wort dazu, das ist ja normal, dass sie da sind, wir früher so versaldo sind. Das war auch nicht immer so, dass sie beim Tedeum waren. Ende vom 19. Jahrhundert war ja Grand Duc nach protestantisch. Und als an protestantische Kirche an der Stadt gegangen, für dosing Devotionen zu verrichten. Mehr interessant ist trotzdem, dass der Grand Duc Adolf bei seinem ersten Geburtstag, den 1891 zu Lützeburg gefeiert hat, das war ein Tag von seiner joyeuse Entrée, an die katholische Kathedral kam als 4. Tedeum. Das war aber eine Ausnahme, die auch damals viel an der Presse kommentiert ging. Mais auch schon vor ihm war der Prinz Harry, den als Lieutenant-Repräsentant der Wilhelm III. Zu Lützeburg vertrat hat, als sein Bruder war, zweimal an die Kathedral an den Tedeum kom. Ganz ernst goufet tun wie Durchtritt vom Großherzog Wilhelm IV. Jo katholisch gedeft gesehen. 1910 hun dun die zwei Eelst, Prinzessinnen Marie Adelheid a Charlotte Tedeum deelgeholt. Ja, das war auch noch nicht ganz familiär an dem Tedeum, das war von dem Blagun, wo die Herrschaft durch die genannten Umstände katholisch ging. Nein, die erste katholische Großherzogin Marie Adelheid ist selber nicht gekommen, an Charlotte ja noch auch nicht. Es war nämlich Not, dass diejenigen, für die Gebiet sollten, nicht selber sollten da sein. Marie Adelheid hat sich durch ihren Hofmarschall und durch Hofbeamten vertreten gelassen, Grand Duchesse Charlotte durch ihren Mann, den Prinz Felix. Nur als hier mit den zwei Prinzen Jean und Charles an Tedeum kommen, die dann noch am Chor an der Mitte Platz geholt haben. Also da wenig kommen sie dann regelmäßig an gewinnt an den Tedeum. Mit das rechte Fall sind an dem Reign vom Grand Duc Jean, also von 1965 an. Zter hier könnte Grand Duc mit seiner Familie ganz oder stark repräsentiert. Und so hält doch bis heute Grand Duc Henri. Und sie holen noch Zter hier nicht mehr an der Mitte, mehr links vom Chorplatz, also ein bisschen mehr diskret, für dem Tedeum beizuwohnen. So wie wir sie gesehen haben, und wie wir auch nach Bilder gesehen aus der Kathedral, den Amend, den Prinz Louis, Prinzessin Tessie und Prinzessin Alexandra, die dann auch beide dir stehen, für rauszugehen. Das wäre dann noch für die Verdrohung von diesem Tedeum. Merci, George Schellinghausen, für die Kommentare, für die Explikationen. Und wir wünschen euch dann weiterhin noch einen ganz schönen Rest von diesem sommerlichen, sonnigen, warmen Nationalfeiertag. Merci für das Gucken. De Mozzarella vu Galbani, so frisch an so zart. En inspiriert Dich fir Klassiker neu zu auffannen. A voilà, d'Fascia Caprese alla Galbani. Galbani inspiriert Italiener zante méi wie 130 Joer. Dem Charme vun enger Italienerin verfallen. Passionéiert sinn.
sich trauen zu drehmen. Leben, just ob sein Herz lauschen. Alfa Romeo Giulia, befreit Gefehler. Komm zu probieren am ganzen Reso von Alfa Romeo. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. With love from me to you. Dickisch präsentiert The Road Trip. 4 gut Freunde, 3 zu Lützeburg, e weiteren ausgewandert auf Barcelona. Ihre Plan besteck Lützeburg bei ihrer College aus Spanien bringen. 1300 Kilometer lang Tischtinnen, mit Adwärts sie nicht ophalen. Ein ziemlich spannender Roadtrip. Eine Überraschung, die sie so bald nicht vergessen. Eine richtige Geschichte von einer Freundschaft. Alles, was sie erlebt tun, von der auf mydickisch.lu. Ganz aktiv, da Delweis op finanzielle Kaffeesingprojekten zu realisieren. Zuverlässig, Maria und den John wissen, dass sie an all ihren Situationen gut enkadriert sind. De Klaus zählt bestärken an innovative Partner, für sein Business weiterzubringen. Exigent, denn Edgar vertraut Verwaltung für seinen Patrimoine engem Expert an. Viele NRW, de Max weiß, dass seine Bank immer disponibel ist. Seit 1856 setzt Bill sich auf für sie, für ihr, auf ihr Land. Bill, zusammen für ihr. Regnwasser verdingt das Best vom Obst. Neu, Spa Fruit mit 100% natürlichen Ingredienten. Schmacht de Spa Fruit oder als andere Varianten. Spa à la vie. Komm, ihr schwätze Bufferding.